Ein Gretchen, der rübt seine Ma an, oder seine Oma an, und sagt immer, darf ich ein bisschen ankommen, ein bisschen spazieren kommen? Und dann sagt er immer, oh, bei ja, sei ja wahrlich. Kannst kommen, ich wohne in dort Departement, dann kommst du durch und du hast die, ich wohne am Nummer 301. Dann kommst du durch und mit deinen Albau, dass du den Knopf direkt von dem Vorstell. Und dann, wenn du bei dem dritten Stock bist, dann gehst du raus und dann das mit dem Albau den Klinger drehen. Und dann wollte der aufmerken und dann kommst du nennen. Und dann sagt der Kreuzchen, immer, das ist sehr leicht bei dir zu kommen, so ich verstehe. Aber wenn ich nicht verstehe, was hast du dort hier mit dem Albau, warum ist es dort? Warum nicht mit dem Finger den Knopf drehen? Dann sagt er immer, na, du wirst dir doch nicht mit Lade heimkommen, deswegen du wirst dir daheim besagt haben. Deswegen brauchst du dem Albau zum drehen. Deswegen erkläre ich dir dort, wenn du so persönlich mit Lade heimkommen wirst, nämlich besiegen. Das ist immer auf eine humorvolle Art und Weise verstanden dem Grötchen, dass er rechte, dass er nicht bloß kommt, um seine, was er kriegen kann, sondern was er geben kann, um der immer was mitzubringen, nicht? So, manche Menschen denken im Leben bloß, was ich kriege. Von der Kirche, was kann ich von der Kirche kriegen? Vom Partner, was kann ich kriegen? Wo ist die Frau, was mich gleich merken? Wo ist der Mann, was mich gleich merken? Wo ist die Person, was mich gleich, weil ich habe so viele Wünsche in aller Hand. Da muss doch eins sein, was ein bisschen mehr kann, dass er ein bisschen gleicher sein. Der kann mir ein bisschen mehr geben. Oder sehe ich in dem Bereich so, ich will geben. Denn geben merkt uns Frauen. Bist du eine Person, die immer die Hände frei hat, bloß alles mit den Fingern streichen, oder machst du auch mal mit dem Albau eins, wo du aufmerken, wenn du die Hände besatt hast. So eine Oma der Hand, die das so gut versteht, und ja Rechte, ist eine goldene Sache. Die Bibel redet uns dort auch so, in Philippa Kapitel 2, Vers 3, sagt es folgendes, sagt es, dort nicht aus Streitsucht oder aus eigene Ehe, sondern mit Demut sollen jeder den Nächsten wiederholen aus sich selbst. Die nächste Person wiederholen aus sich selbst. Nicht aus Egoismus, nicht aus, dass du das Zentrum von der Welt bist. Wie viele Ehen sind kaputt gegangen, wenn sie erwartet, was hast du für mich? Was hast du für mich zu beide? Einer steht, was kann ich die beide? Einer steht, wenn zwei Menschen geben, zwei Stück kriegen. Wenn zwei Stück verlangen, ist das, was zwei Stück nicht kriegen, wenn es keiner kriegt nicht. So viele haben große Erwartungen am Nächsten, an Gott, an die Gemeinde, an Partner, an die Kolonie, an die Gesellschaft, an die Regierung. Aber sehr wenig, was kann ich beide? So, Menschen, die auch bereit sind zu geben, sind Menschen, die gleicher sind und was andere können gleicher merken. So, das nächste Mal, wenn du wen besiegst, schüttere nicht, wenn du eins mit dem Albau oder dem Klinger trägst, einfach was mitnimmst, seine, das ist ein Mensch, wo ich sehe, das ist ein Mensch, wo ich mit was helfe, und dadurch kannst du andere sehen, und es steht bloß seine Wort, was er mir geben. Möchte Gott dir wieder helfen, eine Oase an deine Seele zu bilden, und dadurch auch eine Seele am nächsten Sinn hat.